Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. An der Plenarsession vom Europäischen Parlament zu Straßburg vom 19. bis 22. April stehen eine Reihe von Berichten auf der Tagesordnung, die besonders die Landwirtschaft interessieren, also als Bauern, die ganz ländliche Population, aber auch das ganze Land. Der Bericht, der für uns besonders brisant ist, betrifft die naturbedingt benachteiligten Gebiete an der Landwirtschaft. An den 27 Memberstaaten für was, weil praktisch die ganze Lëtzebuerger Landwirtschaft, mit Ausnahme von einem Staat an dem Weinbau auf der Mosel, als benachteiligt eingestuft ist und dafür seit 1975 von besonderen Kompensationszulagen profitiert. Am Europaparlament wird oft nicht verstanden, dass Lëtzebuerg als benachteiligtes Gebiet gilt, weil verschiedene Mengen sich sogar lustig machen zu müssen darüber, dass es doch nicht keinen Sinn, dass das statistisch reichste Land von der EU mit dem höchsten Pro-Cap-Einkommen ein benachteiligtes Gebiet wird. Sie vergessen, dass als Bauern nicht nur am Meislig, sondern auch am Rest vom Land durch teilweise ganz Gehübeln, aber auch aufgrund von schwierigen Bodenbeschaffenheiten mit viel mehr hohen Kosten produzieren müssen. Ohne Kompensationen von diesen Nachteilen wären die meisten Betriebe an unserer Landwirtschaft nicht mehr lebensfähig und müssten abgehen. Das heißt, wir dürfen riskieren, dass es nicht mehr genug Betriebe gibt, für an allen Teilen vom Land weiter zu produzieren, was nicht nur dramatisch vom ökonomischen oder sozialen Standpunkt hier für besonders ökologisch und kulturelle Konsequenzen hat, weil die Landschaft nicht mehr gepflegt gehen, wie das heute der Fall ist. So sollen an der Europäischen Union Kriterien für als benachteiligtes Gebiet unerkannt zu gehen, überschafft gehen. Dazu gibt es den Bericht von unserem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Bei mir am Studio ist mein Kollege Herbert Dorfmann, Rapporteur für diesen Bericht, hier aus Südtirol. Guten Tag, Herbert, und vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer und Zuschauer zu informieren über diesen für die Luxemburger Landwirtschaft besonders wichtigen Bericht. Wir haben ja eng zusammengearbeitet und ich danke dir auch für dein Verständnis für die Luxemburger Probleme, die ich mit meinen Änderungsanträgen zu deinem Tisch ins Gespräch gebracht habe. Wo sind wir jetzt dran in der Prozedur, um neue Kriterien für die Abgrenzung von benachteiligten Gebieten zu erarbeiten? Ja, danke dir, Astrid. Wir haben ja in der Tat sehr eng zusammengearbeitet und ich danke dir auch für deine Inputs, die du zu diesem Bericht gegeben hast. Die Kommission hat neue Kriterien vorgeschlagen. Es sind insgesamt 8 Kriterien, die dann in ganz Europa gelten sollen. Die Mitgliedstaaten haben diese Kriterien ausprobiert, um es so zu sagen, also haben versucht, was passiert jetzt mit diesen Kriterien. Und wir haben gesehen, dass das sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss jetzt ist, dass hier vor allem in einigen Mitgliedstaaten eine ganz, ganz schwierige Situation herauskommt. Und deswegen sind wir auch im Bericht, den wir nächste Woche, wie du gesagt hast, abstimmen, eigentlich sehr, sehr kritisch mit dem Vorschlag der Kommission. Und ich denke, dass hier einiges noch verbessert werden muss in den nächsten Monaten. Ja, du hast ja richtig gesagt, diese Kriterien können nicht für jeden Mitgliedstaat die gleichen sein, schon auch wegen der unterschiedlichen Klimazonen. Inwieweit kann denn oder soll jeder Mitgliedstaat selbst zur Gestaltung dieser objektiven Kriterien beitragen?
Ja, das sind Kriterien wie zum Beispiel Hangneigung oder Bodendurchlässigkeit oder Feuchtigkeit oder Wärme oder Kälte, also solche Kriterien. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube halt auch, und wir haben das im Bericht ja auch gemeinsam dann versucht so einzubauen, dass die Staaten, die Mitgliedstaaten und die Regionen hier durchaus auch einen Gestaltungsspielraum haben sollten. Ja, auch weil das hängt oft auch von der Kultur ab. Ein schlechter Boden in der Champagne zum Beispiel ist die Ursache, dass dort sehr erfolgreich Weinbau gemacht werden kann. Aber deswegen ist die Champagne noch lange kein benachteiligtes Gebiet. Ja. Aber ein schlechter Boden, wo man nur Landwirtschaft machen kann und keinen Weinbau, der muss schon als benachteiligtes Gebiet wie Luxemburg anerkannt werden. Meinen Informationen zufolge würden auch in Zukunft mehr als 95% der landwirtschaftlichen Fläche in Luxemburg wegen Hanglage oder schwierigen Bodenbedingungen als benachteiligt eingestuft bleiben können. Ist das so? Ja, wir haben die Simulationen der Mitgliedstaaten ja auch nur inoffiziell bekommen, aber ich habe gehört, dass das in Luxemburg auch mit diesen Kriterien nicht ganz so schlecht ausschauen würde. In Deutschland zum Beispiel würde es zu ganz groben Verschiebungen der benachteiligten Gebiete kommen. Es würden also neue hereinkommen, alte herausfallen. Soweit ich weiß, ist das in Luxemburg nicht ganz so der Fall, aber ich denke ganz einfach, dass wir hier sicher noch einiges ändern werden. Diese Kriterien, die die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, die werden in dieser Form nicht funktionieren. Also wir müssen jetzt mal zuerst einen Bericht abstimmen im Plenum. Dafür kriegst du eine große Mehrheit, nehme ich an. Das hoffe ich, ja. Und dann müssen wir sehen, was die Kommission mit diesem Bericht macht. Dann müssen wir sehen, was die Kommission mit diesem Bericht macht, ob die Kommission jetzt sofort diesen Vorschlag, den sie gemacht hat, ergänzt oder vielleicht, ich gehe ja davon aus, dass die Kommission im Rahmen der Überarbeitung der gesamten Agrarpolitik im Jahr 2013 dann auch dieses Thema regelt. Ja, wir hatten ja diese Woche ein Gespräch mit dem neuen Agrarkommissar, ein Rumäne, der sehr vernünftig ist. Ich muss sagen, ich finde ihn sehr gut und ich glaube, er hat auch sehr viel Verständnis für unsere Belange. Er steht uns ja auch politisch nah. Wir können also hoffen, dass die Kommission jetzt, wenn dein guter Bericht angenommen ist, dass die Kommission dann dem Parlament auch zuhört. Ja, ich denke halt ganz einfach, wenn man die Gebiete neu abgrenzt, dann muss man sie besser abgrenzen, wie bisher, nicht schlechter. Ja. Es geht ja nicht hier um hier eine bürokratische Übung zu machen, sondern die Dinge zu verbessern, denke ich. Zumindest wir sollen das in der Politik so sehen. Und deswegen sollen wir uns da gut überlegen, was wir tun und nicht einfach irgendwelche Ideen übernehmen, die am Ende die Situation verschlechtern. Ich glaube, damit machen wir unseren Bauern keinen Gefallen. Ja, da haben wir wieder sicher Schreibtischtäter. Genau. In der Kommission am Werk und denen müssen wir das Handwerk legen. Die wollen wir nicht. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank, Herbert, dass du bereit warst, mit mir darüber zu reden, denn das interessiert unsere Bauern sehr. Die können ohne so eingestuft zu werden und diese Kompensationszulagen, wie man das früher nannte, können die einfach nicht mehr weiter wirtschaften und deshalb ist es sehr wichtig und ich danke dir auch, dass du bereit warst, auch mir in dieser Angelegenheit zuzuhören und dahin zu wirken, dass wir in Luxemburg auch noch mit der neuen Regelung leben können. Nochmal vielen herzlichen Dank. Merci auch, dass ihr noch gelauscht habt und bis geschwind.